Im Regierungsviertel in Berlin, genauer am Bundeskanzleramt, stellt der gehörlose Aktivist Steffen Helbing am 25. Oktober 2021 sein Pagodenzelt auf. Seine Frau Gerlinde hilft Steffen beim Aufstellen. Beide sind gelernte Bürokaufleute und stehen jetzt vor einer neuen Herausforderung. Aus Protest gegen die derzeitige Situation für gehörlose Menschen in Deutschland geht Steffen in den Hungerstreik. Gerlinde unterstützt ihn dabei. Hallo, ihr lieben Gehörlosen in ganz Deutschland. Wie alle wissen, gab es ja die Klimademonstrationen, die mit einem Hungerstreik verknüpft wurden. Das war im Oktober bzw. im September. Und dieser Hungerstreik hatte Erfolg. Und deshalb gehe ich auch in den Hungerstreik. Es geht um Barrierefreiheit für euch alle. Die Barrieren gibt es immer noch, oder? Es sind viele wichtige Forderungen. Wie alle anderen Gehörlosen habe ich auch große Schwierigkeiten, was die politische Arbeit betrifft. Es ist ein schwerer Kampf, immer wieder auf sich aufmerksam zu machen und ständig abgewiesen zu werden. Deshalb stehe ich auf und möchte so meinen Protest zeigen und in den Hungerstreik treten. Nach so vielen Jahren habe ich es einfach satt. Steffen stellt sein Videostatement mit der Ankündigung in die sozialen Netzwerke. Der langjährige Aktivist und Politiker engagiert sich viel für verschiedene Gehörlosenvereine und Verbände. Rückblick. 2019 bucht Steffen eine Flugreise zum Weltkongress der Gehörlosen nach Paris. Eine große Herausforderung für gehörlose Rollstuhlfahrer. Hierfür gelten bestimmte Anforderungen. Wenn ich zum Beispiel auf der Internetseite meine Daten eingebe, kann ich nichts wie Rollstuhlfahrer auswählen oder die Kilogramm mitteilen. Das geht nicht. Was da nur steht, ist, dass man sich telefonisch anmelden soll. Ich muss sogar persönlich zum Flughafen Tegel und die Sachen klären. Aber nicht nur mit der Air France zum Beispiel, sondern noch mit der Firma Visag. Überall muss ich mich extra anmelden. Bei insgesamt 3 Stellen. Hier? Ja. Fenster ist F. Oh, okay. Perfekt. So, seine Sachen holen. Das geht so nicht. Es wäre einfach schön, wenn ich das direkt auf der Internetseite mit Gewichtsangabe eintragen könnte. Vielleicht noch gleich mit einer Stammkundennummer und das System weiß dann automatisch Bescheid. Das wäre gut. Weltkongress der Gehörlosen in Paris im Juli 2019. Bei der Delegiertenversammlung des Weltverbandes der Gehörlosen wird ein neues Präsidium gewählt. Der Deutsche Gehörlosenbund e.V. stellt Steffen Helbing als Kandidaten vor. Geschafft! Ich freue mich, im Präsidium des WFD dabei zu sein und mit dem Team in Zukunft zusammenzuarbeiten. Ich bin international schon viel geflogen. Vor allem nach Afrika. Dort bekommen viele Menschen keinen Rollstuhl. Das selbst zu sehen, hat mich sehr berührt. Eine schöne Geschichte gibt es, als ich das erste Mal nach Nigeria flog. Die Leute am Flughafen waren wegen mir total verunsichert. Ich dachte mir, mal schauen. Da waren 4 Männer und es gab keinen Lift. Sie mussten mich dann aus dem Flugzeug über die Treppe heraustragen. Das war für die ein Schock. Aber das war gut so. Danach war ich noch 4 Mal dort und es wurde wegen dieser Erfahrung immer besser.
Steffen und seine Frau Gerlinde wohnen in Berlin-Mitte. Er ist als CDU-Mitglied in der Politik aktiv und hat zu vielen Politikern Kontakte geknüpft. Diesmal trifft er sich mit dem Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers. Das große Ziel mit dem Bundesteilhabegesetz haben wir einen großen Schritt erreicht. Aber ich sag mal, wir müssen ja nicht nur auf die Behindertenrechtskonvention gucken, sondern wir müssen ja schauen, wie es hier in Deutschland ist und was wir hier verbessern können. Und da müssen wir eigentlich schauen, dass wir noch einiges machen. Vor allen Dingen, weil das, was wir jetzt geregelt haben, ja auch in der praktischen Umsetzung ja durchaus noch einige Schwierigkeiten mit sich bringt. 2009 ist die Behindertenrechtskonvention ratifiziert worden. Ich dachte mir, toll, und ich war unheimlich motiviert. Ich bin dann gleich 2012 bei der CDU Mitglied geworden und habe mich über die ganze Zeit sehr engagiert. Am Anfang war es für die meisten natürlich erst einmal wie ein Schock mit mir als Gehörlosem. Ich habe versucht, ruhig und freundlich zu bleiben. Viele Themen waren auch Neuland. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis es dann lief. Mittlerweile haben sie ein ganz anderes Verständnis für Gehörlose. Was ich nicht verstehe, ist, wie es beispielsweise bei den Klimaprotesten geht. Da werden die Politiker mitgerissen und es entbrennt eine Diskussion über das Thema Klima. Wir Gehörlose haben damals auch Demos organisiert. Das ist zwar zur Kenntnis genommen worden, aber mehr nicht. Und mit den Klimaaktivisten führen die Politiker Gespräche. Da habe ich dann gedacht, das passt mir nicht. Deshalb mein Hungerstreik. Man sollte Spaß haben in seinem Beruf. Es geht nicht, dass Gehörlose auf einen Beruf verzichten müssen, obwohl der ihnen Spaß machen würde. Das darf nicht sein. Und deshalb kämpfe ich auch dafür. Toll, danke. Die meisten Menschen in der Community stoßen immer wieder auf Barrieren. Zum Beispiel im Bildungsbereich, im politischen oder auch im privaten Bereich. Sie müssen ständig dafür kämpfen. Das muss endlich aufhören. Deshalb bin ich Steffen und seiner Frau wirklich dankbar. Mein Eindruck, er hat sehr viel Energie, obwohl er jetzt schon 5 Tage nichts gegessen hat. Trotzdem ist er so engagiert. Er ist wirklich mit ganzem Herzen dabei. Da haben wir geheiratet. Da sehen wir sehr glücklich aus. Ja, verliebt. Unglaublich. Das war 2002. Ich arbeitete im Büro und die meisten Sachen vom Archiv waren im Keller. Als ich dann am PC eine Sache hatte, die irgendwie komisch war und die ich prüfen wollte, musste ich in den Keller. Ich ging runter und plötzlich stürzte ich die Treppe hinunter und schlug unten an die Wand. Ich dachte mir, es wird schon nicht sein und rappelte mich wieder auf, obwohl ich schon etwas spürte. Ich holte meine Sachen aus dem Archiv und auf einmal fühlte es sich komisch an. Ich ging wieder hoch und arbeitete weiter. Mein Kollege sah mich und sagte, ich würde kreidebleich aussehen. Ich sagte, was? Er sagte, ich müsse auf jeden Fall ins Krankenhaus. Von dem Arbeitsunfall bekam ich nichts mit. Ich spielte zu der Zeit bei einer Oper in Aachen mit. Ich war dort 4 Wochen so ungefähr oder etwas mehr. Ich konnte nicht nach Hause, also war er allein. Er hatte nach dem Unfall keine Unterstützung. Das war traurig, absolut traurig. Ich konnte nichts machen. Ich musste dort bleiben wegen der Opernaufführung. Wir sprachen uns am Bildtelefon. Er hatte Tränen in den Augen. Es brach mir das Herz und ich drückte ihm die Daumen. Wir konnten nur über das Bildtelefon miteinander sprechen. Ich bekam dann Spritzen. Und der Arzt riss meinen Arm hoch und runter und deutete so, als wäre alles in Ordnung. Ich wusste aber, dass irgendetwas nicht stimmt. Es war ein furchtbares Gefühl, ein Schmerz in mir. Dann wurde ich in den OP geschoben. Neben mir war dann ein Tuch, sodass ich nicht sehen konnte. Dann wurde das Messer angesetzt und ich spürte den Schnitt
und den Schmerz. Ich versuchte der Krankenschwester zu deuten, dass es extrem schmerzt. Aber sie machten weiter und schnitten noch tiefer rein. Es war ein Höllenschmerz. Die Krankenschwester drehte sich gerade um und ich packte sie am Po und griff so stark und lange zu, dass sie laut schreien musste. Es war dann auf einmal Panik und ich bekam sofort eine Spritze, sodass ich einschlief und dann die Vollnarkose wirken konnte. Nach der OP zeigte er mir freudestrahlend seinen Arm und sagte, schau mal. Ich dachte noch, es wird besser. Doch es wurde ein Albtraum. Die Stelle am Handgelenk schwoll immer mehr an und es wurde noch schlimmer. Ich war verzweifelt. Meine Frau konnte wegen der Oper nicht da sein. Also war ich alleine. Das war mein Pech. Als die Oper vorbei war, fuhr ich sofort zu ihm, hielt ihn fest in meinem Arm. Von da an begleitete ich ihn immer. Auch wenn er im Krankenhaus war, besuchte ich ihn und hoffte, dass es wieder besser wird. Zum Schluss kam dann die Einschätzung, dass sich der Zustand immer weiter verschlechtern wird. Und Stadium 3 bedeutet, dass es keine Chance auf Besserung gibt. Es ist Morbus Sudeck. Als ich darüber las, teilte ich ihm mit, wie es sich auf seinen Körper auswirken wird. Er wollte das nicht wahrhaben und sagte, schau mal, wie gut ich meinen Arm bewegen kann. Er freute sich so, aber er bekam noch Spritzen. Ich hoffte so sehr für ihn, doch der Zustand verschlechterte sich zunehmend. Sein Bein schleifte er nur noch am Boden. Sogar vorbeilaufende Passanten sprachen ihn darauf an, er möge doch sein Bein vernünftig heben. Moment, er ist krank, sagte ich. Wir warteten ja noch auf den Rollstuhl. Da sieht man an meiner Hand, wie sie schon geschwollen ist. Du bist meine Frau. Ich muss in der Nacht, also von abends bis morgens in der Früh wach bleiben, damit ich Sachen schreiben und beantworten kann. Denn es kommen immer wieder Leute, die Fragen haben. Ich kann nicht einfach das Licht ausmachen und die Schotten dicht machen. Währenddessen schlafe ich, wache manchmal auf und schaue nach ihm. Morgens stehe ich so um 6:30 Uhr auf, schicke ihn dann ins Bett, sodass wir uns abwechseln. Dann bin ich also wach und mache meine Sachen. Er schläft tief und fest. Wenn aber doch jemand zwischen 10 und 11 kommt, wecke ich ihn vorsichtig. Die Leute haben ja verschiedene Fragen an ihn und er ist immer bereit, die Fragen zu beantworten. Steffen gibt eine Pressekonferenz. Tatsächlich sind einige Pressevertreter gekommen. Warum tut sich Steffen Helbing das jetzt an und setzt seine Gesundheit so aufs Spiel? Er will, dass Gehörlose ihre Dolmetscher nicht mehr selbst bezahlen müssen, wenn sie sich aktiv an der Demokratie beteiligen wollen. Während der Pandemie hat die Landesregierung ihre Pressekonferenzen übersetzen lassen. Und auch auf Parteitagen kommen sie zum Einsatz. Aber schon im Landtag sind sie nicht immer dabei. Und wer sich als Einzelner aktiv engagieren will, muss in der Regel seine Übersetzer immer selbst bezahlen. Rund 85 € die Stunde. Das ist unzumutbar, meint auch die Behindertenbeauftragte des Landes, die den Hungerstreikenden am Mittag besucht.
Ich glaube, es ist eine Frage der Kosten, die an denen gespart wird. Es kann nicht von den Menschen finanziert werden, es kann auch nur teilweise von den Kommunen finanziert werden. Es muss sozusagen auch ein Etat dann im Sozialsystem dafür geben. Helbing wurde im September von Ministerpräsident Woidke für sein Engagement ausgezeichnet. Darüber hat er sich sehr gefreut. Geholfen hat es ihm dennoch nicht. Die neu gewählte Bundestagsabgeordnete Stefanie Effner und die Landesbehindertenbeauftragte Janni Armbruster aus Brandenburg, beide von Bündnis 90 Die Grünen, beim Gespräch mit Steffen im Zelt. Es kam dann die Frage von beiden, ob ich meinen Hungerstreik nicht beenden würde und mit dem Essen wieder anfangen könnte. Ich musste erst kurz überlegen und habe dann gesagt, ich weiß, wie es sich seit 16 Jahren anfühlt, wenn die Politik nur redet und nichts tut. Das akzeptiere ich nicht. Ich möchte das schwarz auf weiß. Die Reaktion war verhalten. Sie haben dann miteinander gesprochen und gesagt, dass sie die Sache bei den Koalitionsverhandlungen mit der Ampelkoalition, wenn dann Olaf Scholz vielleicht ins Amt gewählt wird, berücksichtigen werden. Sie fragte mich, ob ich bis zum 6. Dezember, wenn es dann schwarz auf weiß steht, warten könnte. Das konnte ich akzeptieren. Mit dem heutigen Tag beende ich meinen Hungerstreik und werde wieder essen. Als ich das sah, musste ich weinen. Diese positive Unterstützung, das hat mich sehr berührt, weil Gehörlose Anerkennung brauchen und Teilhabe sollte selbstverständlich sein. Das hat mich sehr berührt und ich musste weinen. Politisch hat Steffen Helbing etwas erreicht. Doch gesundheitlich geht es ihm nicht gut. Vor 2 Jahren bekam ich vom Arzt meinen Befund. Das war ein Schock. Ich wollte das gar nicht wahrhaben. Na ja, es ist Krebs, bösartig. Zu Hause zerbrach ich mir den Kopf und überlegte, wie es weitergeht. Meine Frau sorgte dafür, dass ich Ruhe habe und dass ich Abstand bekomme, um erst dann mal selbst damit fertig zu werden. Ich habe lange Zeit gebraucht, um das richtig zu verarbeiten. Dann kamen mir Gedanken, die ich mit meinem Arzt besprach. Ich wollte Sport machen. Das war mein starker Wunsch. Und er meinte, machen Sie das, das ist gut. Ich weiß ja, dass ich seit einiger Zeit krank bin und das war sehr schwierig. Ich sagte zu meinem Arzt, dass die 2 Jahre mit meiner Krankheit sehr schwierig, aber auch sehr anstrengend waren. Immer nur zu Hause zu sitzen, von vielen Ämtern und Sachen zurückzutreten. Ich war immer weniger motiviert und das wollte ich so nicht mehr. Ich sagte zu meiner Frau, ich will Sport machen. Warum nicht? Antwortete sie. Du weißt selbst am besten, wie du dich wieder motivierst und versuchst, die Krankheit zu vergessen. (2020) ging es wegen Corona nicht. Das war natürlich schade. Jetzt wollte er unbedingt dabei sein, obwohl er kürzlich erst eine schwere Operation hatte. Aber er wollte das unbedingt, weiterhin Sport treiben, weil er sich immer wieder motivieren will. Er sieht das als Überlebenschance, deshalb kämpft er so. Und ich sage, mach, ich bin froh. Ich wünsche dir viel Glück. Er schafft das immer. Er hat einen so eisernen Willen, nach vorne zu schauen. Ja, das ist wunderbar. Einerseits
freue ich mich auch selbst wieder dabei sein zu können und es macht immer wahnsinnigen Spaß, es ist eine tolle Atmosphäre und das für Berlin zu erleben, dass es jetzt wieder losgeht. Wir haben beim Halbmarathon es schon erlebt. 2, 1, go! Zweiter Startschuss, bringt sich auf die Sekunde. Die Top-Rollstuhlathleten sowie die restlichen Handbiker. Steffen hat sein 43-Kilometer-Ziel erreicht. Ich kenne Steffen schon lange. Er ist bis heute eine Frohnatur. Er kennt kein Einknicken. Er ist gehörlos, sitzt im Rollstuhl, stellt das aber nicht in den Vordergrund. Er möchte anderen normal auf Augenhöhe begegnen. Ich muss so heulen. Erst habe ich vor einer Woche die 100 Kilometer geschafft und nun den Marathon. Dass ich die 2 Sachen geschafft habe, unglaublich. Ich liebe euch alle. Viele taube Menschen aus ganz Deutschland solidarisieren sich mit Steffen und unterstützen seinen Protest. Über die sozialen Medien formiert sich ein Aufruf zu einer Demo. Man einigt sich auf einen Demonstrationszug am Samstag, dem 6. November 2021. Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bis zum Bundeskanzleramt, also zum Pagodenzelt von Steffen. Ich dachte, Steffen sei lebensmüde, aber es ist ihm egal. Er hungert für die Gehörlosen. Wow! Da dachte ich mir, die Gehörlosengemeinschaft muss ihn unterstützen. Das hat ihn zu Tränen gerührt und sehr gefreut. Und heute sieht man das. So viele Gehörlose sind hier und zeigen Power. Ein Hungerstreik ist immer ein bisschen gefährlich. Das bringt ein Hungerstreik so mit sich. Es ist aber auch symbolisch zu verstehen. Und Steffen möchte so auf die Situation Gehörloser hinweisen, dass sie das Gefühl haben, ausgehungert zu sein und Hunger auf Kommunikation haben. Ob durch seine alleinige persönliche Aktion oder durch die Demo mit den vielen Menschen. Seine Botschaft, so ist mein Gefühl, kommt bei der Politik an. Er hat damit den Stein ins Rollen gebracht. Sie machen das alle in seinem Sinne, dass er nicht alleine ist. Das war von ihm so nicht geplant oder abgemacht. Alle haben sich spontan zusammengetan und sind hierher gekommen. Ein wirklich schönes Gefühl. Wir unterstützen ihn gerne dabei. Es geht um die Unterstützung, dass gehörlose Menschen kulturelle Teilhabe erhalten. Es geht ganz allgemein um Bildung, um Teilhabe am Arbeitsplatz und dass es mit den Barrieren aufhört. Das ist hier die Forderung. Ich brauche das hier zum Kochen, aber ich habe keine Ahnung vom Kochen. Wer bringt es mir bei? Ich bräuchte Dolmetscher für einen Kurs, damit ich kochen lerne. Barrierefreiheit!
Ich bin froh, diese Massen zu sehen. So zeigen wir uns der Politik und können sagen, schaut her. Und umso schöner finde ich es, dass einer den Impuls gegeben hat und jetzt die Community dahinter steht und das unterstützt. Es ist so schön, all eure Hände zu sehen. Ihr seid da, schön. Ihr alle habt viele Jahre gekämpft und gekämpft, ohne Erfolg. Der Hungerstreik ist für euch Gehörlose. Diese ständigen Barrieren seit so vielen Jahren müssen aufhören. Das Hauptziel ist, dass viele von euch gerne in der Politik mitmachen möchten. Die Leute in der Regierung halten die Anliegen Gehörloser bisher immer klein. Es heißt, habt nur Geduld, es wird schon noch was passieren. Das Schlimmste ist aber, dass Steffen sich also gezwungen sah, in den Hungerstreik zu treten. Die Bürokratie ist für Gehörlose schlimm. Damit haben wir viele Nachteile. Es ist nicht mehr auszuhalten. Respekt vor Steffen, auch ihm reicht es. Die künftige Bundesregierung auffordern, endlich dafür zu sorgen, dass sie gleichberechtigt und selbstbestimmt genauso teilhaben können wie alle anderen. Und das habe ich mit Steffen Helbing verabredet, dass er seinen Hungerstreik so lange aussetzt, solange die Koalitionsverhandlungen laufen. Ich hoffe und würde mich freuen, wenn in meinen fleißig geputzten Schuhen, die ich dann vor die Tür stellen werde, am nächsten Morgen vom Nikolaus ein kleines unterzeichnetes Papier, schwarz auf weiß stecken wird. Dann bin ich glücklich. Vielen Dank. Ein kleines Papier drin steckt, was uns erfreut. Na, das wird hoffentlich nicht so klein, das Papier. Danke.